Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Wir treffen uns einmal mehr, nicht hier im Kreuzpunkt, sondern daheim, eben bei euch in der Stube. Und trotzdem haben wir etwas Gemeinsames. Wir wollen unserem Gott begegnen. In dieser Woche hat mir jemand gesagt, es sei eigentlich schön, daran zu denken, am Sonntagmorgen, dass jetzt viele Leute vor dem Bildschirm sitzen und die Predigt hören. Es gibt einfach trotzdem ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und darum herzlich willkommen, Kreuzpunkt in der Stube. Herzlich willkommen auch alle Kinder. Die Predigt wird in 2 Teilen sein. Und in der Mitte werdet ihr eine kleine Aufgabe bzw. Ideen bekommen, was ihr zeichnen könnt. Willkommen auch alle, die unsere Homepage gefunden haben und sich jetzt hier zugeschaltet haben. Mein Name ist Barbara Marti. Ich bin heute hier mit meinem Mann. Er wird Predigt haben, und zwar über den Psalm 91. Der Psalm 91 hat etliche Vers und so wäre es sicher gut, wenn ihr eure Bibel dabei hättet. Ich lese uns die ersten 3 Vers vom Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er rettet dich aus der Falle des Vogelfängers und vor Verderben und Krankheit. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du weißt, was wir in dieser Woche alles erlebt haben, wo wir uns gefreut haben, wo wir aber auch wirklich grosse Herausforderungen hatten im Alltag. Danke, dass du trotzdem dabei bist. Und ich danke dir auch, dass du jetzt da bist, jetzt, wo wir uns auch mit der Bibel beschäftigen wollen. Und ich bitte dich, dass du für jeden von uns einfach etwas parat hast. Amen. Wir sind in der Woche von Karfreitag und von Ostern und darum noch 2 Mitteilungen. Die Schweizerische Allianz hat in Zusammenarbeit mit anderen christlichen Organisationen zu einer Gebetszeit aufgerufen, und zwar das schweizweit. Es ist geplant auf den grünen Donnerstagabend, am 8. bis am 9. Die ganze Schweiz soll zusammenkommen und beten. Eine Möglichkeit ist auch, dabei zu sein beim Livestream, den Gottesdienst bzw. die Gebetszeit so zu erleben. Es werden verschiedene Christen aus den Landesteilen unserer Schweiz den Abend gestalten. Es wird auch ausländische Gäste dabei haben. Ihr findet alle Informationen und auch Gebetsanliegen unter www.gemeinsambeten.ch. Während dem Gottesdienst vom Karfreitag werden wir auch das Abendmahl feiern. Es wird speziell sein, denn wir feiern es nicht hier im Kreuzpunkt, sondern bei euch daheim in der Stube. Und trotzdem, das Verbindende, das wir haben, es ist daran zu denken, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und darum wäre es schön, wenn ihr Brot, Traubensaft oder Wein parat hättet, damit wir Abendmahl feiern können und uns einfach an das erinnern, was Jesus für uns da hat. Der Bundesrat hat Verordnungen erlassen, wie wir uns schützen. Und als Christen wissen wir, es ist gut, wenn wir uns daran halten. Darüber ist einer, der das gleiche Anliegen hat, uns zu schützen. Im Psalm 91 beschreibt sich Gott mit dem Bild vom Schirm. Wer unter dem Schirm vom Höchsten ist. So ein Schirm ist eine gäbige Sache. Es regnet. Alle anderen ringsum, die keinen Schirm haben, die werden nass.
Aber wir unter dem Schirm, wir bleiben trocken. Übertreibt alle ringsum, die nicht unter Gottes Schirm sind, die haben Schwierigkeiten, Probleme, die kommen in die Stürme rein. Aber wir unter Gottes Schirm, wir bleiben trocken, uns geht es gut, wir fühlen uns wohl. Wenn wir in die Beschreibung von dem Psalm, wo eigentlich ausschließlich um Bewahrung von Gott geht, drin lesen, kommen uns gewisse Fragen. Zum Beispiel im Vers 12. Da geht es darum, dass die Engel Befehl haben, uns zu beschützen. Und es heißt da, sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Erleben wir das so? Ist das real? Und wir müssten sagen, nein. Jeder von uns hat sicher mal irgendwo den Fuß angedonnert, entweder an einem Stein beim Laufen oder an der Bettkante. Es hat einen blauen Musen gegeben, wir haben eine Woche lang ein bisschen umeinander gehumpelt. Nein. Und gleich müssen wir wieder sagen, doch, es gibt die Bewahrung durch Engel. Ich habe das erlebt, als man eingefahren ist in meiner Jugendzeit. Wir sind mit den Jugendgruppen in einem Ferienhäuschen über das Wochenende gewesen. Ich damals schon sehr stark sehbehindert und habe durch den Gang aufs WC und plötzlich, wumm, bin ich 1,5 Meter weiter unten gestanden. Ich habe nicht gewusst, dass das Häuschen so eine Falltüre hat, wo es dann in einen kleinen Raum im Keller geht mit den Vorräten. Und dass jetzt da einer einfach das offen gelassen hat. Aber Bewahrung war, dass ich da nicht einfach Eintritt um den anderen oder dass mich umgekübelt hätte und ich dann 2,5 Meter unten gestanden wäre, sondern ich bin einfach mit beiden Beinen schön auf einem Stegengerät gelandet. Und genau in die Richtung, wo ich wieder hochlaufen musste. Zuerst natürlich Panik, aber dann bin ich wieder oben gewesen. Engel sind also da, die uns beschützen. Aber da könnte man auch Leute in den Sinn, Kollegen von mir, die Unfälle hatten. Der eine mit dem Velo und ist jetzt im Rollstuhl, der andere mit dem Auto und ist jetzt blind. Hey, wo sind denn da die Engel gewesen? Wie zuverlässig ist der Schirm? Der Schirm, den ich hier habe, der hat Löcher. Und was nützt uns ein Schirm, wo man ein bisschen reinregnet und wo man nicht reinregnet? Da können wir, wenn wir den Psalm so lesen, übertragen, denken, schön wär's, wenn es so wäre. Aber das verhebt doch in der Realität nicht. Jetzt gehen wir durch den Psalm durch, in 2 Durchgänge. In der Mitte ist dann eine Aufgabenstellung für die Kinder mit diesen 3 Gesichtspunkten. Wir wollen die Verse anschauen, wie Gott beschrieben wird, als der uns beschützt. Wir wollen die Frage beantwortet haben, wofür beschützt er uns denn eigentlich oder vor was? Und dann, wie soll unsere Reaktion sein? Also Gott wird beschrieben im Vers 1, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Der Höchste ist Gott. Der Höchste an Macht, der Höchste an Weisheit, wie er mies und dies Leben regiert, der Höchste mit dem höchsten Maß an Liebe und Güte und Zuwendung für mies und dies Leben. Und das ist der, wo wir unter dem Schatten dürfen sein. Schatten des Allmächtigen. Ein Schatten ist dann wichtig, wenn es eben heiß ist, wenn die Sonne brennt, 30, 40 Grad, und dann können wir in den Schatten sitzen. Natürlich, die Luft ist immer noch heiß und wir schwitzen immer noch, aber die Sonne sticht nicht mehr. Also wenn wir im Schatten von Gott sind, sind wir vielleicht immer noch in der gleichen Situation, wo uns ein bisschen die Schweiz bringt, wo unangenehm ist, aber wir sind im Schatten bei ihm.
Ein Schatten heisst auch, wir sind ganz nah bei ihm. Der Schattenwurf von einem Baum ist nur dort, wo der Baum ist und nicht 100 Meter weiter entfernt. Also dort finden wir Schatten. Ein Schutz, wo Gott ist, ganz in seiner Nähe. Und der Schatten heisst auch, das, was uns Schatten gibt, ist viel höher. So ein kleines Gräsli wirft auch Schatten auf die Platten runter, aber es ist ja viel zu klein. Es braucht einen grossen Baum, etwas viel Höheres wie mir, dass es wirklich Schatten gibt. Jetzt in diesem Vers entdecken wir auch, was eigentlich das Ziel ist von dem Schatten oder von dem Schirm. Beim höchsten Wohnen darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Es geht ums Bleiben, ums Sein bei Gott. Das ist sein grösstes Ziel. Die Beziehung soll nicht abgebrochen werden. Nichts soll uns scheiden von dieser Liebe. Das ist sein Ziel. Das Ziel ist nicht immer, dass es eben kein Tropfen abregnet, so ein bisschen in unserer Sprache, sondern sein Ziel ist, dass wir bei ihm bleiben. Gehen wir also jetzt zum zweiten Punkt beim ersten Durchgang. Ein Vers, der sagt, wovor werden wir eigentlich bewahrt? Im Vers 3. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Zwei Bilder. Das eine Bild, der Vogelfänger, dazu mal sehr üblich. Die haben eine sehr karge Speiszettel gehabt, sehr wenig Fleisch. Und so haben sie auch Vögel gefangen. Das ist noch relativ einfach gegangen, hat nicht viel Fleisch gegeben, aber immerhin mal eine Abwechslung. Sie haben ganz dünnes Rosshaar genommen, das der Vogel nicht gesehen hat, haben ein kleines Netz so ein bisschen gemacht, das bespickt mit Samen und Beeren, die der Vogel gern hat. Und so ganz in der alltäglichen Nahrungssuche, die ja zu seinem Leben gehört, ist er dann in so ein Netz reingestreckt und hat gemerkt, etwas stimmt nicht. Und wie halt ein Vogel ist, er ist fürchi geflogen und noch mehr in das Netz rein. Es ist schliesslich kein Helikopter, der hinter sich fliegen kann. Und das war das Ende von dem Vogel. Chancenlos gefangen im Netz vom Vogelfänger. Und da rettet Gott ihn raus. Das heisst, Gott rettet uns, kann uns retten aus Situationen, die für uns chancenlos sind. Wir sehen keinen Ausweg. Es gibt vielleicht auch keinen Ausweg. Und trotzdem, vielleicht nach langem Warten oder plötzlich, es zeigt sich ein Ausweg. Wir werden frei. Und das andere Bild ist Pest. Er rettet uns von der tödlichen, verderblichen Pest. Ja, er rettet uns vor Corona, was einfach alles so die gefährlichen Krankheiten, oder, was es so gibt. Man könnte Krebs aufzählen und so. Aber was heisst das? Und da stoßen wir jetzt eigentlich schon ein bisschen an wieder. Das widerspricht sich vielen Erfahrungen. In der Pest sind ja nicht alles die Gottlosen, die nicht unter dem Schirm waren, umgekommen. Bei der spanischen Grippe sind es nicht einfach nur Heiden gewesen. Und auch bei Corona gibt es Gläubige, auch aus der FEG, die daran gestorben sind. Also wir können nicht einfach sagen, retten heisst, das ist nichts. Das macht uns nichts. Das schadet uns nichts. Ich habe im eigenen Leben müssen, erfahren, dass es verschiedene Arten von Retten gibt. Natürlich ist es möglich, dass wir bewahrt werden, gar nicht reinkommen, dass Gott wegnimmt, dass Gott Tragkraft gibt, aber auch, dass die Rettung ist, die Ewigkeit, dann im Himmel, dass Gott uns heimholt. Wir sehen schon in dem Punkt rein, es ist anhand von dem Psalm
gar nicht einfach eine Liste aufzulisten, wo vor uns Gott schützt, was uns nie passieren kann. Es zeigt uns, wichtiger ist zu wissen, da ist der, der uns schützt, der Schirm und der Schatten. Jetzt, wie sollen wir reagieren? Das wäre der dritte Punkt in diesem ersten Durchlauf. Im Vers 2: Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung, meine Burg. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Das sind Beschreibungen, wer Gott ist. Das ist Beschreibungen, vor wo Gott uns bewahrt und plötzlich drin das Bekenntnis. Das will ich glauben. An dem will ich mich festhalten. Das ist meine Grundeinstellung. Ich vertraue, dass Gott meine Burg ist. Nicht einfach nur eine Burg, sondern die Burg. Und die Burg heute. Das sind vielleicht heute gerade Gefühle anders. Wir fühlen uns verlassen. Oder wir sind jetzt einfach nicht gerade gut drauf, oder? Wir fühlen uns auch eher im Regen stehen gelassen. Aber ich halte fest, so sagt der Psalmbeter. Und das soll unsere Reaktion sein, jeden Tag neu. Gott, du bist meine Burg, du bist mein Schatten, du bist mein Schirm. Und was wir noch alles mehr können da dann aus dem Psalm rausholen, jetzt auch in der zweiten Hälfte. Wir sind jetzt also in der Hälfte angekommen. Und da ist die Möglichkeit jetzt, wenn Familien zulassen und die gerne zeichnen, das, was im Psalm 91 so bildlich dargestellt wird, können zeichnen. Also zum Beispiel einen hohen Baum, der einen Schatten wirft und Männchen drunter sind. Oder das Netz des Vogelfängers. Oder kann ja auch sein, ein Mäusefall ist vielleicht einfacher zum Zeichnen. Einfach die verschiedenen Bilder, die Burg, die vorkommt. Nachher kommt ein Schild vor. Oder eine Stadt, die eine dicke Stadtmauer hat mit Türmen, die bewaffnet ist. Oder es kommt ein Vogel vor mit seinen Jungen. Ihr werdet das alles dann hören. Aber es wäre ja schön, wenn ihr euch aufteilen könntet, wer zeichnet was. Und nachher all die Bilder aus dem Psalm 91 vom Schutz von Gott könnt ihr an einzelnen Bildern am Kühlschrank hängen. Also die jetzt Zeichnungspapier nicht holen, die können kurz auf Pause drücken und wir fahren jetzt weiter mit dem zweiten Durchgang. Wieder die Fragestellung, was hilft uns, so einen Schirm, wo doch Löcher hat. Also solche Stellen wie im Psalm 91, die widersprechen der Realität, aber sie widersprechen teilweise auch anderen Stellen. Zum Beispiel im Vers 7. Selbst wenn 1000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Ha, schön, hä? Schön wär's. Aber da ist zum Beispiel die Bibelstelle, oder, dass der Jonathan in einer so einer Schlacht ums Leben gekommen ist. Der Sohn von Saul, der Freund von David. Es sind nicht die anderen nur gefallen. Und da gibt es ja riesige Soldatenfriedhöfe vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg. Und wir können doch nicht einfach arrogant sagen, hey, das sind jetzt alles Ungläubige gewesen. Die anderen, die trifft es nicht. Also wir spüren, so einen Vers ist noch ganz schwierig zu verstehen. Man darf auf der einen Seite nicht einfach sagen, okay, also mich trifft das alles nicht, das ist nur die andere, ich bin vor allem abgeschirmt. Man darf aber auch nicht sagen, der Vers sagt gar nichts, weil es ja eigentlich nicht stimmt. Irgendetwas sagt doch der. Der Schirm vom Höchsten, der macht irgendwie einen Unterschied. Wir sind geschützt.
Vor Sachen, wo jetzt einer, der nicht unter dem Schirm Gottes ist, nicht geschützt ist, aber so genau auflisten und definieren, kann ich es nicht. Und kann man meines Erachtens auch nicht. Gehen wir jetzt also wieder zur Frage zurück. Was für weitere Bilder sind jetzt da, um den, der uns beschützt, zu beschreiben? Ein schönes Bild im Vers 4. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Da ist ein kleines Vögel, das zwitschert, weil es Angst hat, wo irgendwo bedroht ist, wo sich nicht wehren kann. Und da kommt der grosse Vogel, Vater oder Mutter, und fliegt an, landet nebendran, breitet seine Flügel aus. Einfach, ja, er hört, wie es dem Kleinen geht. Er kümmert sich, er trägt Verantwortung. Er will, dass dem kleinen, ohnmächtigen Vögel in dieser schwierigen Welt gut geht. Dass es geborgen ist, es will schützen. Ein schönes Bild. Gott ist wie ein Vogel, wie Vater und Mutter, der uns will beschützen. Sicher, das kleine Vögel, da heisst es nachher, oder es wird Geborgenheit finden unter den Flügeln. Es muss auch noch ein bisschen suchen, es muss drunter kriechen. Also wir sind aufgefordert, Geborgenheit zu suchen, einen sicheren Ort zu suchen. Wir sind aufgefordert, die Nähe von Gott zu suchen. Ein wunderbares Bild. Bild von der Wärme bei dem Muttervogel. Bild von der Intimität, einfach von der Zärtlichkeit. So ein Bild. Aber dann ein ganz anderes Bild wird daran angehängt, oder? Also wie eine Faust auf das Auge. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt und dein Schutzwehr. Da ist jetzt Krieg. Krieg, Soldaten, grosse Heere ziehen aufeinander los. Der Zweikampf, wo du das Schild brauchst, das ist der andere, der mit dem Schwert kommt, oder der Hellebarde, wenn es ein Eidgenoss war, oder? Und wenn du da nicht aufpasst und kein Schild hast, dann hast du das in der Brust und dann ist es gleich mal aus. Also der Nahkampf ist sehr gefährlich. Der kann tödlich ausgehen, wenn du kein Schild hast. Aber Gott ist unser Schild. In diesen Nahkämpfen, Nahkämpfe von Gedanken, Nahkämpfe von Gefühlen, Nahkämpfe von Trieb. Einfach all das, ja, was uns zu schaffen macht und sehr wohl tödlich kann sein. In unserem geistlichen Leben drin, wo uns trennt aus der Beziehung zu Gott. Und das ist ein anderes Bild, auch von dieser Schlacht her, oder? Das ist ein Schutzwehr, Schutzwall, Schutzmauer. Also es ist eine Stadt, die ist eben dicke Mauern, ein Tor hat es, aber auch noch heftige Türme. Und da kommt dann eine Armee und will die Stadt einnehmen, aber die lässt sich nicht einnehmen. Ja, die ist eigentlich bewaffnet. Und so einfach Wochen und Monate wird die Stadt belagert. Innen dran geht langsam das Wasser aus und langsam wird das Essen knapp. Und da die Rambock, da, was alles aufgefahren haben, um die Stadtmauer einreißen, das donnert und macht, oder? Also so richtig, wie es in unserem Leben kann sein, so etwas, ein Problem, das ganz lang geht, das sich nicht gerade einfach löst und man hört es donnern. Ringsum. In unserem Herz drinnen pocht. Und wir wissen nie, wenn das alles zusammenbricht und der Feind kommt und alles überrennt und uns totschlägt oder gefangen nimmt. Und Gott sagt, ich bin wie so ein Muttervogel. Ich bin wie ein Schild im Kampf. Ich bin wie eine Stadtmauer, wenn du belagert wirst. Das bin ich.
Nehmen wir das einfach, auch wenn wir nicht alles aus dem Psalm verstehen, wenn wir jetzt wieder weitergehen, wovor uns Gott bewahrt, kommen wir wieder auf das nächste Problem drin hinein. Aber nehmen wir, wichtig ist, wer Gott ist und wie er sich da beschreibt. Wie sich das auswirkt, ist wahrscheinlich vom Menschenleben zum Menschenleben verschieden. Wovor beschützt uns Gott? Im Vers 10. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Super Vers, he? Kein Unglück. Nie ein Schicksalsschlag. Nicht einmal außer Haus, nicht im Haus, einfach die ganze Familie nicht. Super. Schön wär's, wenn es so wäre. Und da merken wir, wenn man, ich habe zuerst gedacht, ich komme ein bisschen weiter, wenn ich die Worte studiere, oder? Also was meint Unglück oder Schicksal, also wörtlich dann Plage, was meint das? Und das ist wieder so schwierig. Da ist zum Beispiel Plage, ich werde nur 2 Stellen nehmen aus der Geschichte von Jakob und seinen 12 Söhnen. Da ist Unglück, die 11 Söhne führen Josef Unglück zu durch ihre geplante Bosheit, ihn zu beseitigen, indem sie ihn als Sklave nach Ägypten führen. Also, der Josef war nicht einfach gerettet. Der hat das erlebt. Das Unglück zustoßen. Ihm ist es Unglück zugestoßen, aber Gott hat aus dem Unglück etwas sehr Gutes gemacht. Er ist 20 Jahre später dann, wo dann seine Wege durch die Niederungen aufgegangen sind, zur rechten Hand vom Pharao geworden und hat Israel, also Ägypten und seine Familie vom Hungertod gerettet. In der gleichen Geschichte kommt das Unglück wieder vor als Trauer. Die Trauer, die der Jakob hatte um den Josef, er hat ja gemeint, er ist ums Leben gekommen und hat trauert um ihn. 20 Jahre, bis er die Wahrheit gehört hat. Aber das Unglück hat der Jakob auch getroffen. Die Trauer. Und da wiederum, wir können es nicht recht erklären. Es sagt etwas, der Vers. Aber was genau sicher ist, wenn wir wieder den Schirm nehmen, genau, sind ja da vorne die Löcher, die sind Herz. Und beim Josef merken wir ja all das Unglück, wo wir eigentlich würden sagen, das ist Unglück, das ist Bosheit und das ist es wirklich auch gewesen. Das wird zum Guten gewendet. Das macht Gott. Also dort, wo es hineinregnet, regnet es irgendwie wie durch Gottes Liebe hinein. Und ins Gleiche hinein geht das Wort Plage, also Schicksalsschlag. Plage heisst es wirklich eigentlich so und kommt wieder oft vor. Es kommt zum Beispiel vor, dass Plage ist Aussatz. Und Aussatz in der Bibel kann eine Hauterkrankung sein, ein Hautausschlag, aber auch Lepra, wo dann ein bisschen schwieriger ist. Aber das gibt sehr viele Gesetze zu dem, rein und unrein. Also kann man nicht sagen, hey, diese Plage kommt nie in mein Haus, weil Gott der Schirm ist. Also auch da wieder viele Fragestellungen und trotzdem der Schirm ist. Wo das Wort auch vorkommt, und das ist das Evangelium drin, ist Jesaja 53, Vers 8 über Jesus. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Plage getroffen. Er ist zerschlagen worden, er ist ans Kreuz genagelt worden. Er hat die Plage nicht nur ein bisschen Aussatz, sondern viel, viel schlimmer, Tödliches für uns getragen. Und darum dürfen wir wissen, was uns trifft. Das ist nicht einfach Strafe für das, was wir verdient haben, sondern die Strafe hat er für uns getragen.
Und wenn wir uns eben in den Schatten begeben, in die Nähe von Gott, das dürfen wir. Der Schatten ist nicht heilig für uns, durch Jesus Christus. Wir können in den Schatten gehen, wir sollen in den Schatten von der Geborgenheit, vom Schutz gehen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wir denken ja auch daran, am Karfreitag, dass das so ist. Also nehmt das Bild, den Schirm, auch wenn ihr das Gefühl habt, es regnet rein da bei dem Schirm, wo Gott ist. Es regnet durch seine Liebe durch. Und jetzt noch der abschliessende Vers, wie können wir reagieren? Im Vers 5 und 6. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Eben, weil wir alle das jetzt gehört haben oder lesen in dem Psalm inne. Er ist Schirm, er ist Burg, er ist Schild. Er sagt das deiner Angst immer wieder, wenn sie kommt. Wir können sie so eindämmen, dass sie nicht einfach wuchert. Wir können sie aushungern, wir können sie austrocknen lassen, wie eine Pflanze, wo wir kein Wasser mehr geben. Die Angst muss nicht das letzte Wort haben. Sie meldet sich immer wieder, aber du kannst sagen, Gott ist ein treuer Gott. Er beschützt mich. Wie? Ich weiß es nicht. Aber ich bin in seiner Nähe und er hat mich gern. Also, das sind jetzt 4 verschiedene Sachen, die aufgezählt werden. Also, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Wenn du plötzlich verwachst, voller Sorgen, wo sich dann in Panik steigert, du brauchst dich nicht zu fürchten. Oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Plötzlich sind sie da, stecken in deiner Haut inne, gehen dir unter die Haut, die Bemerkung, die dich verletzt hat. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Natürlich müssen wir uns vorsorgen, auch von Corona und so weiter. Bedrohungen von unserem Leben gibt es überall, ob jetzt das eben Krebs ist und so weiter. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir haben den Schirm des Höchsten. Nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Das ist etwas, was jetzt sichtbar geworden ist. Und das gibt es ja auch. Es gibt Krieg, es gibt Katastrophen, es gibt Waldbrände, es gibt Tsunami, es gibt Erdbeben. Oh ja. Die können auch mal uns treffen. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das wollen wir mitnehmen, das ist unsere Antwort. Jetzt einfach, weil er der Schirm ist. Wir werden nachher, ist ja dann eine Liste mit Lobpreisliedern für den klassischen und für den modernen Gottesdienst. Also wir können den Gottesdienst mit Lobpreis führen. In beiden Listen drin findet ihr ein Lied, das ganz neu ist und das der Psalm 91 vertont. Es ist nicht gerechnet, dass ihr das Lied schon kennt, sondern einfach, ihr könnt zuhören und den Text in euch verinnerlichen. Dann möchte ich beten. Herr Jesus Christus, du mutest uns zu, einfach zu leben in einer bedrohlichen Welt. Und wir wissen nicht genau, was du zulässt beim einen und beim anderen. Aber du mutest uns zu, dass wir dich gern haben und dir vertrauen, dass du es gut meinst, mit wem das du zulässt und abwehrst. Aber trotz all diesen Fragen, die wir haben zu dem Text, schreibst du dir deinen Geist in unser Herz hinein. Du gibst uns Acht, auf uns Acht. Du bist unser Schirm, du bist unser Schild, unsere Burg. Wir sind nicht einfach ohnmächtig, sondern bei uns ist der Allmächtige. Amen. Dann wünsche ich euch einen gesegneten weiteren Sonntag.